Die Regierung hat also mir Meinung gefragt an Sache Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau im nationalen Plan. Und das ist wichtig, dass die Regierung oder dem Parlament nur lauscht. Das ist leider nicht immer der Fall. Weil das leider noch immer ein gefährlicher Platz für viele Frauen. Der Forum, den Großherzogin gerade gehalten hat, über Vergewaltigungen am Krieg, hat das nicht gewiesen. Nicht nur mit Frauen sind Opfer von sexueller Gewalt am Krieg, auch Männer kann sind davon betroffen. Und es muss ihn ausdrücklich begrüßen, dass diese Probleme thematisiert werden und wir alle sollten dazu beitragen, dass den Opfer geholfen wird. Den Täter verfolgt wird und verurteilt wird. Und das so inhumane Methoden aus der Kriegsführung müssen verschwinden. Der hat vor kurzem am Parlament proposiert, dass die Lützeburger Armee als neue permanente Mission zusammen mit der Uni Lützeburg soll Kuren an der humanitären Kriegsführung organisieren. Wir haben das Idee für richtig, aber wollen sie viel antreiben. Frauen haben noch sonst noch viele Probleme auf der Welt. Überproportional viele Mädchen gehen aufgedriven. Der Schutz vom ungeborenen Leben, als du wenn's meine Politik für die Frauen und für die Mädchen. Auf viele Kulturkreise auf der Welt sind Frauen rechtlich diskriminiert. Auch da muss Diplomatie von den westlichen Staaten dazu beitragen, dass sich Zustände ändern. Soweit im internationalen Plan, wie die Situation hier im Land. Der ist froh, dass in Lützeburg dem Gesetz noch Frauen nicht mehr benötigt sind. Wir haben eine komplett rechtlich Gleichberechtigung. Terra darf dann nicht alles richtig sein. Und geht noch für ganz sicher allein und alle Ministerien daran zu schaffen, mit dem rechtlichen Plan leider um gute Weg. Da wird noch ein Unterschied an der Pai gibt, als der Textresultat von Decisionen von den Frauen, was die Lebensplanung angeht, und nicht von einer Diskriminierung. So Decisionen muss man respektieren. Wir müssen uns also fragen, ob die konstitutionell rechtliche Disposition wie Quoten, die eine positive Diskriminierung ermöglichen, nicht endlich können aufgeschafft gehen. Wir mengen da. Wir dürfen nie vergessen, eine sogenannte positive Diskriminierung von dem einen als gleichzeitig auch immer eine negative Diskriminierung von dem anderen. Da deras dürfen strikt gegen Geschlechterquoten. Das schafft nicht just unfair Konditionen bei der Parteienfinanzierung, mir auch Demokratie getummerten Chlor ergraben. Es gibt Missgunst am Grupp an einer Geschlechtergeschäft, als sei die positive Diskriminierung, die nicht nehmen, die unfair ist. Mir das zusätzliche Devalorisation von den Frauen an ihrer Kompetenz, an ihrem Engagement. Sind wir mal ehrlich. Eine Frau, die wirklich den Willen hat, für sich politisch zu engagieren, und noch die nötige Kompetenz mitbringt, braucht keine Quotenregelung für Fuß zu fassen. Lass das mal alles so sein. Die Frauen sollen gerade wie die Männer Recht haben, sich ihr Platz an der Politik, gerade wie an anderen Domänen, auch auf nationalem Weg, auf normalem Weg zu erschaffen und zu verdienen. Was das sicher auch belohnt wird. Das ist auch wichtig, für das man nicht entstehen kann und nicht durch Missgunst an Gegennehmen ausert. Gerade für diesen gegenseitigen Respekt und noch für den Selbstwert von der Frau wäre es wichtig zu wissen, dass sie einen Platz oder Position nicht durch eine Quotenregelung kriegt, für das eine bestimmte ideologische Fehlstellung kann erfüllt gehen. Außerdem soll Motivation und der Wunsch, sich für einen bestimmten Platz oder Position zu kandidieren, aus der Frau selber wasen. Und nicht, weil sie ihnen gedrückt oder erzogen wird. Dürfen Sie mir auch klar dagegen, wenn erster Platz Geschlecht, der Person als schädende Faktor zu sehen, am Platz Kompetenz, die Überzeugung und Leistungen, die Ihr Kandidat mitbringt, an auszeichnet. Der ist auch klar gegen Gewalt daheim, wird noch immer
leider ein Sujet ist. Aber Vergewalt daheim können an einen Aufenthalt an einem Foyer fallen. Da die kritisiert aber, dass es nicht mehr kein Foyer für Männer gibt. Es darf kein Tabu sein, da doch viele Männer Opfer von Gewalt sind. Wir haben Einzelwerkstrukturen am Land, die für diesen Zweck benutzt gehen. Wir haben noch viele Migranten heute zu Lützeburg, die nicht just aus anderen Ländern kommen, aber auch aus anderen Kulturkreisen, die eine andere Wertevorstellung haben und damit auch einen ganz anderen Umgang mit den Frauen haben. Kulturkreise, an denen Gewalt gegen Frauen dax als legitim angesehen wird. Was möchte die Regierung für bei den Elekten präventiv gegen Gewalt vorzugehen? Die Gambia-Regierung hat hier am Land am öffentlichen Gebäude Burka verboten, mehr am öffentlichen Bereich nach erlaubt. Hier fordern wir, dass das komplett soll am ganzen Land verboten gehen am öffentlichen Raum. Herr Präsident, Gambia schwätzt von einer Egalität der Fett zwischen Frau und Mann. Das kann aber nicht Ziel von einer staatlichen Politik sein. Der Staat soll für gleiche Chancengleichheit sorgen. Und das ist eine Egalität der Chance. Für eine Gerechtigkeit au départ, das ist seine Aufgabe. Der Staat wird jedem an der Gesellschaft die nötigen Mittel für sie zu realisieren. Gesetzliche Gleichberechtigung, zum Beispiel gratis Schulsystem an so vielen, was den Einzelnen durchaus mischt, das steht für einen los. Der Staat hat eine Obligation de moyens an der Chancengleichheit, nicht keine Obligation de Resultat. Für die Leute den größten Defizit daran, der Regierung den Unterschied zwischen Chancengleichheit und Chancengleichmacherei endlich klar zu machen. Es wird auch keine feministische Ideologie etwas an der Schule verloren. Für kurzem haben wir so gefordert, dass mehr literarische Werke von Frauen soll auf den Stundenplan kommen. Das ist den Eindruck von einer bald krankhaften Paritätsdenken. Es darf nicht zählen, wen literarische Werk geschrieben hat, mir just dem seine Qualität und dem seine Bedeutung für die Kulturgeschichte. Daher steht ausdrücklich für eine möglichst umfassende Meinungs- und Redefreiheit. Da wenn's wäre mehr es gegen all Versuch, für auf Basis von Kriterien, die man am Geschlecht zu dienen haben, Medien zensieren oder den Spruch neu zu rechnen. Herr Präsident, wir sind mit der Chancengleichheit von den Pappen an Schädungssituationen. Hat sich die Situation da verbessert oder noch nicht? Zwischen Mama und Papa muss Chancengleichheit gelten für alle bei Schädungsfällen. Das betrifft beispielsweise den Achse an Schulen, zum Beispiel wenn kein krank ist oder ihm sonst etwas fehlt. Ein ganz besonderes Sorgerecht sowie auch ein Recht auf Pflichten in einer Schädung. Wir müssen immer bedenken, Schädung verändert die Beziehung zwischen den Erwachsenen, aber sie sollen aber nicht der Relation zwischen den Eltern und ihren Kindern schaden. Kinder brauchen einen Pap, wie auch ihre Mom, aber so nicht an diese Situationen von einer Trennung oder einer Schädung. Die sogenannte Familienpolitik lief klar an die falsche Richtung. Es geht immer weiter an die Richtung propagiert, dass Frauen nicht mehr ein vollständiger vollwertiger Member von der Gesellschaft wird, was sie auch schaffen geht. Das ist aber nicht so. Wenn eine Frau will schaffen gehen, soll ihr die Möglichkeit natürlich genauso zustehen wie ein Mann. Allerdings soll ein Mann wie auch der Pap, Möglichkeit haben, kann er selber dahin zu erzählen, was sie das wollen. Sie sollen nicht dazu forciert gehen, hier kann er an den Krieg zu gehen, weil finanziell oder ideologisch Kontrahenten das verlangen. Mammen und Pappen sollen von demselben Recht profitieren. Wenn also eine Frau oder ein Mann, die kann er selber dahin erzählen will,
da solle sie daran unterstützt gehen. Grundsätzlich sollen Eltern durch Schwachen, hier kann er selber dem zu versuchen und zu erzählen, oder sie an Betreiungsinfrastrukturen zu gehen, was sie dazu wollen. Familie allein soll frei können wählen können, wie sie sich entscheiden, organisieren wollen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, zu Lützeburg ist die sogenannte Gleichheitspolitik dax ein Forum für radikal feministische Forderungen vom linken politischen Bord. Da der als Gegenquoten, gegen all Diskriminierung, also ausdrücklich auch gegen die sogenannte Positiv. Da der als für eine gleichberechtigte Unterstützung von weiblichen und von männlichen Opfern von häuslicher Gewalt, da der als für Gleichberechtigung und nicht für Gleichmacherei, da der als gegen feministisch angrifferen Spruch, da der als für die Stärkung von der Familie und nicht für eine staatliche Anmischung an Familie, und da der als für eine Gleichberechtigung von Mammen und Pappen